bevor wir eigentlich mit der ganzen Klasse nach Dijon sind, bin ich in so ein Loch gefallen. Also so 2 Meter runter. Es war eigentlich einfach ein Baustück. Stimmt, ja. Und haben mir den Fuß böse verdreht. Aber eben auch dort war nichts gebrochen. Aber es hat sau weh da. Bin ich einfach auf dem Sprachaufenthalt mit den Krücken gewesen. Wirklich absolut daneben. Was für ein Kack-Timing das war, ja. Ja, hure. Ja, das war daneben gewesen. Ja, ich höre es vielleicht. Der Tim und ich sind wieder mal zu zweit. Der Raffi, wenn wir es schon vom Thema haben, hat sich der Arm und der Fuß gebrochen. Gleichzeitig. Er ist nämlich, also können wir vielleicht schon noch schnell aufmachen, oder? Bei seiner Nachbarin, die 90, glaube ich, ist eingebrochen worden. Oder? Und er ist ja dann zu ihr und ist mit dem Messer bedroht worden und ist, glaube ich, halb die Stege runtergefallen und ja, ganz übel, Genau. aber... Nein, er ist beim Joggen auf die Fresse gefallen. Ja, so leid es mir tut. Es hat so einen lustigen Akzent, wenn man es hört. Weil da denkt man wirklich, oh shit, was ist passiert? Was für ein heavy Unfall. Und dann hörst du einfach, bin auf die Schnur gefallen. Ja, gute Besserung, Brudi. Wir denken natürlich an dich an dieser Stelle. Voll. Darum Genau. auch heute wieder Fokus Vinti, Fokus GC. Am Schluss sicher noch ein bisschen FCZ, aber sicher ein minimierter Teil. Genau. Voll. Genau. Ja. Dann gehen wir doch rein. Ein Kanton, 3 Teams. Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Turm, Grund, Wiese. Wir sind 3 Kollegen, die wöchentlich über die 3 Fußballclubs FC Winterthur, Grasshopper-Club Zürich und der FC Zürich reden. Mit dem Raffi haben wir einen FCZ-Fan. Der Tim unterstützt seit über 2 Jahrzehnten den Club GC und mich, der David, sieht man am Wochenende auf der Schützenwiese in Winterthur. Danke fürs Zuhören und viel Spass mit der nächsten Episode. So, der Herr. Der Spieltag 32 ist gespielt. Der FC Winterthur reist zu seinen Freunden ins Welschland und verliert 2:1 gegen Lausanne-Sport. Das Team von Patrick Raben kommt zwar zu Chancen, muss am Schluss aber als verdienter Verlierer vom Platz. Die Grasshoppers haben am Ostermontag in der Rostlaube gespielt. Passend zum Event kann man sagen, GC ist geeiert worden. Sie verlieren klar mit 0:4 gegen Sion und befinden sich in freiem Fall. Und beim FCZ geht es diese Saison praktisch um nichts mehr. St. Gallen gewinnt knapp die Heim mit 2:1 gegen Zürcher, lässt dabei aber jenste Möglichkeiten liegen. In dieser Episode reden wir über korrigierte Zuschauerzahlen, skurrile Aussagen von Papi Sutter, über katastrophale Leistungen und Goalverhältnisse, über die Linie der Schiedsrichter und müde Goalies. Zuerst aber Tim, wie geht's dir? Hast du ein schönes Weekend gehabt? Ja, wunderbar. Das Osterweekend liegt hinter uns. Und ich bin ja ein klassischer Osterbub, sozusagen. Ich bin am Ostermontag auf die Welt gekommen. Ich muss sagen, Ostern einfach ein wahrer Genuss. Vor allem, weil man einfach 4 Tage frei hat. Das ist so einfach ein absoluter Traum. So eine kleine Miniferien. Und ja, ich habe die Zeit wirklich auch genutzt, um so ein bisschen an meinen eigenen Projekten weiterzuarbeiten. Muss ich dir oder euch dann mal sonst auch noch ein bisschen erzählen? Oder wenn es ein bisschen konkreter ist, da vielleicht auch ein Pöde. Genau, sonst noch 1, 2 Sachen erledigt. Ich habe ja erzählt, ich hatte recht Spass mit dem Hochdruckreiniger an diesem Weekend. Ein bisschen Grillputzen und so, das hat richtig Freude gemacht. Passend für den 30. eigentlich. Ja, absolut passend. Da sind wir wieder beim Thema älter werden. Ja. Genau, und Ostermontag dann im Stadion gsi. Ich hatte Live-Ticker für den Kracher GC gegen Sion. Und ja, da werden wir natürlich dann noch ausführlich darüber reden nachher. Jetzt nimmt es mich aber noch Wunder, was hast du so gemacht? Hast du es genossen, die 4 Tage? Ja, fantastisch. Wie du weißt, ich bin ja gläubiger Christ. Ich bin eigentlich immer in die Kirche gegangen. Nein. Finde ich schon noch spannend, oder? Wir haben einfach alle frei wegen irgendeiner Geschichte. Ich möchte jetzt da niemanden angreifen oder so. Papi ist schon Jesus, oder? Es ist wegen der Religion. Das ist irgendwie schon noch krass. Ja, ist ja gleich. Wirklich? Ich kann... Ja. Nein, müssen wir eigentlich voll nicht ausführen. Wir kein Buch, aber könnte man schon auch noch jeder einzelne, aufmachen. fast Freitag, oder ausser der 1. Mai, kommen wir jetzt noch in den Sinn, 1. August, ist alles religiös. Stimmt. Also danke vielmals für die coolen Freitage. Danke, stell dir mal Jesus, vor. danke. Ja, Messi. Ja, genau.
Props an Gott. Nein, nein, mein Wochenende war wirklich voll nice gewesen. Es hat von allem etwas gehabt, von Kärtchen-Spielen mit Jungs, mit Freundin, Familie, Essen, Brunchen, aber auch Zeit für mich. Ich habe wieder mal Xbox, ein neues Game angefangen, so ein Mittelalterspiel, so ein Rollenspiel. Wirklich, sehr, sehr, sehr geiles Wochenende. Natürlich, Gym hat auch nicht fehlen. 3 von diesen 4 Tagen bin ich im Gym gewesen und einen Tag habe ich mir alles reingedröhnt und gedruckt, was gegangen ist. Wirklich so daneben, was ich alles gegessen habe. Aber gleich, sehr schöne Tage gehabt, jetzt wieder am Büetzen. Genau, voll. Yes, ich würde sagen, wir schauen diese Woche zurück. Wir haben ja eine Woche Pause gehabt. Ich fange an am Freitag. Dort hatte ich frei, Wohnungsübergabe. Und dort bin ich vor der oder Schlüsselübergabe eben noch Xamax schauen. Vinti Xamax, ein Testspiel auf dem Kunststraße. Und eine sehr geile Erfahrung gewesen. 400 Leute, wirklich ganz gemütlich, mal ganz nah. Und was ganz spannend war, ist, dass man so richtig gut die Kommunikation gehört habe von den Spielern. Oder? Und das ist keine Fans, keine Trommeln, sondern mir ist auch damals bewusst gewesen, ich habe ja mal den Arnold ein bisschen kritisiert, darf man eigentlich sagen, ich war wie nicht mehr sicher gewesen, wegen Captain-Bändeli und so, und er hat so viel artikuliert, er hat so viel Hinweise gegeben und auch Anweisungen, und da hast du schon gemerkt, okay, das kommt nicht von irgendwo, dass er Captain ist. Also das, das hat er sich verdient und das auch sauber gespielt. Arnold hat im Testspiel viel gegen Führer gemacht. Aber wer ich eigentlich besonders möchte erwähnen, ist eben Nummer 20, der Odin. Das ist ein 17-jähriger Spieler, ganz ein kleiner. Schweiz U16, U15, glaube 4 Nazi-Spiele für die U-Mannschaften. Ist jetzt gerade bei der Vinti U19 und Alter, der Sieg, wow, der hat mir so krass gefallen. Und wie ich dann in den Kommentaren gesehen habe, wirklich nicht nur mir. Also, der würde mich auch freuen, mal ein Spiel. Ich weiss, ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um so jemanden zu holen. Im wirklich Abstiegskampf. Ja. Da brauchst du einfach. Ich habe jetzt gerade geschaut. Ja. Auf Sofascore, ob er echt auf der Bank war. Aber ist er, glaube ich, nicht. Nein, ich habe auch geschaut, ist er nicht. Nein. Okay. Nein. Ich glaube, da muss er wirklich auf die Spieler gehen, die wissen, um was es geht. So ähnlich wie bei GC. Nein, genau. Und das war eine sehr geile Erfahrung. An diesem Wochenende war ja dann auch noch der Frauen-Cup-Final, bin ich auf der Schütze schauen. Genau, wie war das? Und, wie war das? Gut, ich war mit der Freundin, mit dem Kollegen, wirklich gemütlich. Die Stimmung... Es ist keine Stimmung. Oder? Also, der Schelker und der Moser, ich weiß nicht, ob du die kennst, von Energy Bern, haben eine Stimmung versucht zu machen. Die machen damit so Videos und sie wollten es ankurbeln und es war wirklich lausig gewesen. Darum habe ich ja so gewünscht, dass irgendwie die Südkurve und Basel kommt am Schluss. Und am Schluss waren genau die Teams gewesen, wo ich... Also zu dem Zeitpunkt, als ich das Ticket gekauft habe, habe ich halt wie nicht gewusst, wer ist im Finale. Oder? Und, wer hat jetzt gespielt? Sorry, nochmal schnell. Servet gegen... Da weisst du das etwa nicht. Nein, Servet gegen IB. Okay. Genau. Und IB hat jetzt noch gedacht, weißt, also, die sind ja so ein bisschen, weißt, die schreiben sich da so ein bisschen Fahnen oder sagen jetzt mal wie der Moser Schelker, sind ja voll die so progressiv und so, oder? Ist ja auch kein Zufall, dass die dort dann Stimmung machen. Nein. Oder? Hätte jetzt noch gedacht, dass vielleicht die Ostkurve da aus Bern mitkommt? Also es hat einen Capo gehabt, es hat auch eine Trommel gehabt, aber es ist kein Vergleich. Oder ich meine, jetzt kommen wir eigentlich zu dem, wo ich gerne einfach noch schnell, dass du so schon mal gehört hast. Es ist zuerst gesagt worden, ausverkauft, irgendwo hat man gehört, und dann ist so ein Durchsage gekommen, hey, Zuschauerzahlen, wir bedanken uns bei 5076 Zuschauer und Zuschauerinnen. Und wir haben so rumgeschaut, so, hey, ja, okay, 5000 ist irgendwie schon noch schüch für ein Finale. Und dann ist einfach so ein bisschen später so eine Korrektur gekommen. Korrektur, Zuschauerzahlen 7587. Das ist einfach haben so. Haben sie noch schnell am Canepa angerufen, wie man richtig Genau. zählt. Wie macht ihr das? Ja, genau. Nein, musst einfach pro Ticket 2 rechnen. Nein. Ja, ist einfach speziell gewesen. Hey, die Erfahrung,
Ich muss sagen, was ich krass gefunden habe, ich meine, ich mache auch gerne ein bisschen Witzli und so, aber ohne Scheiß. Also klar, Geschwindigkeit ist etwas, wo man merkt, dass es ist nicht gleich oder noch nicht gleich wie bei den Männern. Kann ja einfach biologisch auch logischerweise nicht gleich sein. Aber taktisch, Zweikämpfe, finde ich, hat's wirklich, sie haben richtig, richtig gut Einsatz gegeben, auch gegeneinander gefightet, gerätscht, Körper reingestellt, voll. Also ich finde, es war unterhaltsam gewesen, zum Schauen. Klar, ein bisschen wenig Goal, aber es war unterhaltsam gewesen und würde wieder machen, Cup-Finale. Eben, Nice. also so das Finale, weil es hat da so ein Dorf rundherum gegeben, geiles Essen. Genau, was ein bisschen komisch war, ich wollte an meinen Platz gehen, wo ich sonst im C stand, bei der Bierkurve, und da ist es einfach Servet, so überall Servet angeschrieben gewesen. Da bin ich so gefragt, sorry, also ist das Servet oder sie sind doch eigentlich dort hin. Jetzt haben sie einfach verschiedene Kurven machen, wo so die Schilder kannst anheben, so mit dem Servet rot und gelb. Ja, man sieht es im SRF null. Also es ist wirklich, das ist gescheitert. Hört auf so. Keine Ahnung. Ich denke gerade, es tönt alles. Also ja, irgendwie, ich verstehe es ja voll. Weißt du, dass du so denkst, so, komm, jetzt holen wir noch den Moser und den Schelker und dann tun wir da noch ein paar gelbe und rote Dinger her und so. Aber ja irgendwie, es ist dann halt so künstlich, oder? So ein bisschen. Ich will gar nicht allzu lange erzählen, aber jetzt ist mir, ich habe es mir nicht mal aufgeschrieben, jetzt ist mir noch etwas in den Sinn gekommen. Nämlich ein Pausenspiel hat ein Mann gegen ein Mädchen vom Penaltypunkt gegen den Moser und den Schelker ein Penalty-Schiessen gemacht. Und der Mann, es war auch so blöd, es war wie klar, dass das Mädchen muss gewinnen muss. Oder? Der Mann hat beide reingetopft. Ich habe gedacht, Bro, nein, mach doch nicht. Du weißt, dass sie muss gewinnen. Und der Schelker hat beide Böllen von ihr so wirklich kläglich, also der zweite, also wirklich, er ist wie ein Pass gekommen und er hat sie extra durch beide durchgelassen und sie hat dann gewonnen. Und es ist so, nein, es ist ein bisschen unangenehm, also wirklich, macht doch nicht so seich, wirklich. Ja, also, wirklich ich glaube auch fürs Mädchen. Es war so klar für das Mädchen, dass er den völlig absichtlich reingelassen hat. Ja. Also ist sie schon zu alt gewesen, zum wie so... Nein, die haben es geholt aus der Kurve, in dem Sinn, sage ich jetzt einmal, so auf Französisch, ob sie will schiessen und so. Und sie haben dann beide auch ein Liebling gewonnen und so, aber auch, dass an dem Dude nicht gesagt worden ist, Alter, du musst daneben schiessen oder auf den Goalie oder irgendwie, Alter, keine Ahnung, nehmen doch 2 Frauen, holen wenn schon 2 Mädchen. Weißt du, was ich meine? Ja. Statt so ein erwachsener Mann und ein Mädchen und sie muss gewinnen wegen Bro, es ist ein Frauenfinal. Ja, es war eine komische Szene. Ja. Das erinnert mich an Oliver Kahn. Die Story kennst du doch, wo er irgendwie mal, weißt du, so ein Kinderschiessen hat gegeben. Ich glaube, jedes Kind, alle gehabt, wo so, ich glaube, jedes Kind, das das Goal gemacht hat, nachher so irgendwie 100 € irgendeine Spende und so. Mehr, 1000 €, glaube ich, pro Goal. Und er hat alles gesaved. Genau, so für irgendwie eine Gesundheitsinstitution. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Aber ja, so zu viel. So zu viel. Legende. So, gehen wir zum richtigen Fußball. Nein. Das ist wirklich seich. Nein, Lausanne Vinti bei den Freunden im Welschen. Wieder mal im Welschen. Recht ein gefühlter Auswärtsblock der Vinti-Fans. Habe ich schön gefunden, auch ohne Extrazug. Hat mich überrascht. Klar, wunderschönes Wetter, muss man schon sagen. Aber trotzdem. Aber das gefällt, voll. ja. Gefällt. Aufstellung, eben der Arnold war gesperrt, das hat man gewusst, er war auch nicht im Training. Habe ich von einer Quelle gehört, so ist das Training schauen. Einfach hat gesagt, der Arnold ist nicht da. Er hat gesagt, ja, alles gut, ist gesperrt. Ist wahrscheinlich hat pausiert oder so, oder Energie getankt. Genau, Startaufstellung, Lüthi, Mühl, Sitterle. Wäre vor 2 Monaten, 3 Monaten Katastrophe gewesen. Heute ist es irgendwie nicht mehr so schlimm, ich weiß auch nicht. Dann haben wir Burkhardt, Zuffi, Kasami, Sidler, den Jankiewicz und den Hunziker Gojach in der Offensive. Capino im Goal. Vielleicht noch wichtig zu sagen, 7 Spieler von Vinti sind gelb vorbestraft gewesen. Da habe ich gedacht, das nächste gegen GC schwierig und keiner hat den Gelb geholt. Das, Nein. Sehr, sehr geil. Ja. Stark, wichtig, stark. Wirklich wichtig. Voll. Ja, wenn dann eben so ein Sitterle und ein Zuffi und so ausfällt. Ich weiß jetzt nicht, welche Spieler das es genau waren, aber das wäre schon nachher schon grusig, genau.
Ja, das Spiel, Brudi, von Anfang an, Lausanne, wirklich wie die Feuerwehr wieder mal. Die haben das Vinti-Goal belagert, als wäre es ein Angriff im Mittelalter. Also es ist wirklich Schuss um Schuss, Pfeil um Pfeil. Klar, sie haben das Goal nicht wirklich gefährlich getroffen. Es hat alles hure gut ausgesehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich abgedruckt haben. Also sie haben sich wunderschön Führer kombiniert, schnelle Pässe, Flinken. So ein bisschen das Lausanne hat man gesehen, wo man es kennt hat, so ein bisschen vor 1-2 Jahren, wo mich so ein bisschen an das schnelle Umschaltspiel mit dem Sen vorne. Ja, auf jeden Fall windig, ja. Kein Brot. Die haben auch immer so, ich habe es in der Zusammenfassung auch gedacht, Lausanne hat so, immer so Baller, würde ich jetzt das mal nennen. Weißt du, so ein bisschen so, einfach so. Eben, der Gianni, der ja dann auch das Goal gemacht hat, so holy shit, da dachte ich so, Gott, verdammt, ich halt, wenn er den reinrabbelt und so Zeug, weißt du, so. Voll. Ja, voll. Und oder wenn man dann mit unseren Teams vergleicht, so hure Störchler. Und also Lausanne wirklich. Eben, es sind auch immer so Franzosen und so, wo von irgendwo wieder gespannt werden, oder? Also, einfach so, und plötzlich voll. ist wieder einer da, der hure gut ist, 19. Also die machen schon etwas gut. Ja. Schon so. Sie bleiben halt bei Lausanne also ja, kurze Zeit, oder? Sie sind eigentlich instant wieder weg. Was ist der Club? Nein, was ist United? Doch. United und Nizza, glaube ich, oder irgendetwas in Frankreich noch. Ja, Frankreich auch noch etwas voll. Genau, also eben, bei Lausanne, wenn du abgehst, bleibst du nicht lange, habe ich das Gefühl. Entweder gehst du zu einem Club vom gleichen Inhaber bzw. eben Vorstand und sonst wirst du verkauft. Genau. Ja, lustigerweise, Vinti, so ein bisschen das Gesamte vom Spiel zusammengefasst, hat mehr XG gehabt. Das hat mich sehr verwundert. Das habe ich auch irgendwie nicht gecheckt, wie das passiert ist, wenn man das Spiel schaut. Penalty, gell? Penalty ist immer hure extrem, ja. Ich glaube gerade 0,75 ist glaube Penalty. 0,78, ja, genau. 0,78, easy. Ja, eben, und das hat man dann schon auch gemerkt, ja, voll. Und ich meine, der Hunziker hat eigentlich von etwa 1 Meter den Ball nicht getroffen, allein gegen den Goalie beim Stand 2:1 für Lausanne. Ja, voll. Ich möchte gar nicht auf alles eingehen, aber ich möchte gleich noch vielleicht sagen, eben beim 2:1 ist wieder so eine kleine ärgerliche Situation. Ich weiß gar nicht, ob das SRF gezeigt hat. Also der Mühl wird vom Dudic rausgeschickt, um seinen Schuh zu binden, und in dem Moment bekommt man das Gegengoal. Das haben wir schon mal besprochen vor ein paar Wochen, wo ein Winterspieler hat raus müssen und es hat ein Goal gegeben. Es ist halt einfach, es ist jetzt null zum Blamen. Lausanne verdient den Sieger, keine Diskussion. Lausanne hat mehr gemacht. Vinti hat gerannt, aber einfach den Ball nicht nachkommen. Verdient der Sieger Lausanne, aber gleich auch wieder so eine Nuance von muss nicht. Ja, das ist jetzt auch schlichtweg Pech, oder? Voll. Du kannst niemandem irgendwie etwas vorwerfen, aber ja, absolut. Grusig nach dieser Diskussion, die wir ja hatten. Wow. Ja, voll. Genau. Ja, und grundsätzlich muss man aber schon sagen, oder im Sutter seine Wort, Winterthur ist sehr stabil. Sie, auch wenn sie nicht gewonnen haben, sie haben gut gespielt. Und nein, ich habe auch gefunden, also, sie sind der verdiente Verlierer in diesem Spiel. Muss ich dann auch noch erzählen. Es hat eine Ecke gegeben in der Nachspielzeit von der zweiten Halbzeit, also wirklich ganz am Schluss. Der Capino kommt führen und wirklich, ich bin auf den Knien gewesen. Ich habe übrigens das Spiel nicht im Stadion geschaut. Ich bin zum Kollegen, das 4. haben wir es geschaut. Dart und Fußball, ganz ein geiler Nachmittagabend gewesen. Bin ich auf den Knien, wirklich alle auf den Knien, bitte Capino, jetzt. Ich habe nämlich Anfang der Saison habe ich mal gehalten, dass der Capino diese Saison noch ein Goal macht. Bis jetzt noch nicht, aber das wäre der Moment gewesen. Und dann kommt Lausanne zum Ball, easy lang im Ballbesitz. Bro, der Capino ist nicht zurückgerannt. Er ist einfach nicht mehr gekommen. Und also, ich schicke dir noch ein Video. Wenn ihr das nicht gesehen habt, Schützi TV hat es gepostet, er ist einfach nicht mehr zurückgerannt. Und die Spieler müssen easy lang, man wartet die ganze Zeit, dass jetzt der Capino ins Bild rennt, er kommt einfach nicht mehr. Habe ich voll daneben gefunden. So klar. Nein, ich nicht. Irgendwie noch geil. Bro, komm schon. Ich meine, das Goalverhältnis kommt jetzt auch nicht mehr drauf an bei Vinti, oder? Und, ja, das stimmt. Und trotzdem ist es ein
Ich meine, er hat einmal müssen rennen in dem ganzen Spiel und das ist am Schluss gewesen. Also rennst du gefälligst da zurück. Aber ja, so eine Einstellungssache, wie ich finde, ist ja gleich. Ja, und auch da etwas Positives noch, der Mühl. Wer glaubt es eigentlich, dass ich das wieder sage, der Mühl einer der Besten. Nicht nur defensiv, auch offensiv. Kopfball, er hat wirklich fast ein Kopfballgoal geschossen. Er hat zwar noch keinen Assist und kein Goal bei Vinti, aber wirklich, der Sieg gefällt mir. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt die Ruhe plötzlich bekommen hat im Abstiegskampf. Vielleicht muss es an der ganzen Mannschaft schlecht laufen, dass er irgendwie gut performen kann. Ich weiß es nicht. Ja. Gut, vielleicht ist es ja seit er den Leute wieder an seiner Seite hat. Öppe, oder? Oder ist es schon ein bisschen länger, würdest du sagen? Nein, hast schon recht. Es hat schon, die zwei harmonieren schon. Voll. Ja, ich meine, seit die Leute zurück sind die Resultate besser geworden. Ich glaube, einiges besser, ja. Das, was du eben auch gesagt hast, oder eben Vinti am Schluss verdient, verloren und so, aber knapp. Und das hat sich wie geändert, oder? Ich glaube, vor 1-2 Monaten haben wir noch, ist genau umgekehrt gewesen. Vinti hat übel kassiert und GC immer so, ja, zwar kassiert und so, aber man ist eigentlich gut gewesen, man hätte noch gewinnen und so oder Punkte holen. Stimmt. Und das hat sich jetzt gerade voll geändert. Und ich glaube, darum ist auch so, dass kannst eigentlich nicht wirklich vom Momentum reden, wenn beide verlieren, aber ich glaube, also da kommen wir sicher auch noch drauf. Dann. Kommen wir noch drauf. Ja. Apropos Lüthi hat, merkt man schon, dass er viel gefehlt hat. Er ist nicht mehr das Kaliber, das er war Ende letzte Saison, ganz klar. Er ist nicht mehr so sicher, er macht mehr Fehlpässe. Ich habe, glaube ich, eine recht schlechte Statistik oder einen Score, ich weiß jetzt gerade nicht, aber einmal 5-8 rot. Ja, es ist schon, man merkt es, aber trotzdem ist es die beste Variante. Also, es ist immer noch nicht so drastisch, dass er so einen Scheissdreck macht, dass es gerade zu einem Goal kommt. Voll. Aber dafür, er spielt zwar schlecht, aber durch ihn spielt der Mühl so abartig gut, dass es wirklich keine Rolle mehr spielt. Voll, ja. Und noch der Momo ist dann auch noch irgendwann reingekommen und das habe ich, Bro, der Sieg ist der absolute Fehltransfer von Vinti. Der Sieg wirklich, Momo Bless, wirklich schön, haben wir uns kurz getroffen im Coop, aber es ist okay. Ich würde es so gönnen, wenn du mal abgehen und ein Goal schiessen, vielleicht ja nächste Woche. Aber er hat es nicht verdient, nur schon zum eingewechselt werden. Wirklich, er kommt am Ball und er macht irgendeinen Seich. Also heavy. Ja, das wäre es von Winterthurer Sicht für das Spielwochenende. Ich würde sagen, wir gehen eins weiter zum Grasshopper-Club Zürich in die Rostlaube. Nimm uns mit. Wie hast du das Spiel erlebt? Sehr gern, sehr gern. Ich war ja eben vor Ort für den Live-Ticker. Und spannenderweise habe ich mir ein Plätzchen gesucht auf der Medientribüne. Und dann bin ich zuerst so relativ weit rechts, also Richtung Sion-Sektor. Und dann habe ich so gesehen, so auf dem Tisch hat so ein Schild, so GC-Staff ist anscheinend reserviert. Und dann habe ich so gedacht, das ist jetzt irgendwie niemand da, hocke ich dort an. Nein, komm, ich hocke einfach nebendran her. Tipptopp, oder sind noch so 2 vom Tagi dort gewesen. Und das hat sich als gute Wahl herausgestellt, weil es ist schon noch spannend war, so der GC-Staff, also Papi Sutter war auch dort gewesen, oder die so ein bisschen zu beobachten. Habe ich dann auch noch 1-2 Sehr Reaktionen spannend. Von denen, genau. Ja, ich muss sonst sagen, gute Stimmung gewesen, wirklich Top-Wetter und so, auch eigentlich wirklich gut gefühlt und so, coole Stimmung. Ist immer ein schlechtes Omen, oder? Die regelmäßig bei uns zuhören. Wenn mehr Leute kommen, wenn Familien kommen, wenn es schönes Wetter ist, dann ist es meistens ganz ein scheuer Auftritt. Ja. Und ja, es hat sich leider bestätigt. Da hat nicht einmal ich als Stadion-Glücksbringer dagegen steuern. Du... Stimmt, ja. Am Schluss, man hat 4-0 verloren gegen den FC Sion. Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit, oder sagen wir es so, wir können es ja anhand vom GC-Staff da durchgehen. Der erste Aufreger war natürlich der mögliche Penalty. Ich weiss nicht, ob es das in der ich habe sie nicht geschaut, ob sie es gezeigt haben in der SRF-Zusammenfassung. Ich weiß auch nicht. Okay, aber hast du die Tanzszene vielleicht gesehen? Ja, ich habe geschaut und ich habe es komisch gefunden, weil also live, ich glaube der Huckel war es, ich bin unsicher, Huckel und ein Kommentator und beide sind sich
völlig sicher gewesen. Also keine Diskussion, ja, das wird einen geben, ganz klar. Also, ja, dass er da noch raus muss, okay. Und dann siehst du so, der Fedai Sannis, glaube ich, oder? Wo so auf der Seite steht. Und dann siehst du so seinen Kopf schütteln und so, hey, nein, was geben die mir da für Bilder? Ich hätte so gerne gehört, was er dort gesagt hat. Ja. Und dann kommt er zurück und sagt einfach, nein. Begründung, eben, ich habe mich nicht informiert, aber hure komisch. Dann sind wir wieder bei der Linie. So, hä? Ja, das ist doch voll klar abgelenkt. Klar, keine Absicht und so weiter, aber das muss man ignorieren. Also, Ja, also es ist eben da... Ja, ich komme jetzt eigentlich fast wieder von der Seite, wo ich finde, ich finde es eigentlich nicht so schlimm, ehrlich gesagt, dass er den Penalty nicht gegeben hat. Einfach, weil ich auch da wieder finde, und ich finde mittlerweile den Fedai San einen guten Schiri in diesem Bereich, weil er ist... Ich glaube, er hat so für sich entschieden, so, weisst du was, ich lasse mich nicht zu fest vom VAR beeinflussen. Ich pfeife einfach nicht jeden Seich. Ja. Genau. Und ich glaube, er ist raus und hat gesehen, könnte schon Hand sein, aber er hat sich 10 Sekunden angeschaut, sehe ich nicht klar, ist für mich keine klare Sache, fertig. Und das finde ich eigentlich wichtig. Ich stimme dir völlig zu. Finde ich ganz geil aus Schiedsrichterposition. Und es kommt, ich habe das Gefühl, es kommt ein bisschen mehr. Hast du nicht das Gefühl? In den letzten paar Wochen sind es ein paar Mal rausgegangen und haben einfach gesagt, nee, ist nichts für mich. Oder so. Ja. Finde ich mega cool. Und trotzdem, ich weiss nicht, ich bin einfach für die, wie sagt man, ich bin triggert. Nein, die Saison ist für mich schwierig zum nachvollziehen können. Oder ich stimme dir in dem Punkt zu. Geil, dass er ihn nicht gibt. Ich stimme in dem Punkt nicht zu, dass ich wie immer sage, die Linie ist nicht da, der Dudic hat den Penalty ganz klar gegeben. Oder das ist für mich immer schwierig. Das ist so das. Aber ja, voll. Ja, da bin ich ja auch bei dir. Also ich schaue jetzt den Fall nur einzeln an, oder? Finde ich gut. Oder wenn man es jetzt wieder anschaut, zum Beispiel bei St. Gallen FCZ, das habe ich so einen Lumpen-Penalty gefunden. So, ja, eben, da wird Sachen, ja, aber das ist es genau. Dann ist das von GC mindestens so ein Penalty, weil und auch dort, ich komme nicht mehr draus, wie auch der SRF-Kommentator so sagt, er glaube, er reisst oder er schränzt. Ich dachte so, Alter, er streichelt ihn. ja, voll. Aber ja, voll. Du. Ja. Schiri dort, Schiri da. Never ending story. Ja. Auf jeden Fall ist der GC-Staff ausgetickt. Haben es gar nicht gefühlt gehabt. Es hat vor allem einen Sieg gehabt, der war hure emotional gewesen. Und vor allem bei dieser Szene jetzt, den Asp Jensen, haben wir ja auch schon 1-2 Mal besprochen, dass er manchmal ein bisschen eigensinnig kann sein kann oder so ein bisschen Eigenbrötler, wie man so schön sagt. Und er hat sich auch in dieser Situation, auch erste Halbzeit, schön durch den Tank gehen, über links, hat die Chance sich eigentlich auch selber erspielt, müsste dann eigentlich den Pass spielen in die Mitte zum Frei, macht es aber nicht und schiesst selber. Und der eine vom GC-Staff ist ausgetickt und hat nachher so gesagt, so, nein, hey, jetzt haben wir es ihm wirklich ein paar Mal gesagt und so. Weißt du, wirklich so in diesem Stil. Geil, aber so spannend. Ich liebe so Sachen. Ich habe das so spannend gefunden, dass sie das wirklich mit ihm besprechen. So, Alter, gib mal den Ball ab. Oder so. Weißt, er ist wirklich so an dem Punkt, sie nicht so, weißt du, Asp, müsst mal, Jonathan, müsst mal schnell, genau. Gib schon mal den Ball ab und so. Sondern er ist so am Punkt so, wirklich Alter, klar gesagt, ja. Genau, spiel den fucking Ball mal ab. Weißt du, ist so voll. Und spannend, geil. Bin ich auch einverstanden, muss ich sagen. Das war eine typische Situation. Klar, ohne ihn gibt es die Chance nicht, aber... Und trotzdem kannst du ein Auge für deine Mitspieler haben, die eine bessere Pose haben, oder? Ja, und auch da ist vielleicht der Scheibe eben der dann halt durchgreift, oder? Ich meine, der Jensen ist einmal hat er nicht gespielt, einmal ja in der Halbzeit rausgekommen. Vielleicht, weil der Scheibe gesagt hat, Alter, gib den Ball ab, und er hat es nicht gemacht. Und, ja. Und dort hat es ja gerade einen Sieg gegeben, ohne ihn. Also, als er rausgegangen ist in der 45. Hure krass. Ja, genau. Ist ja gleich, anderes Thema. Genau. Pausenfazit kann man sagen, 0-1 hinten. Sion hat eigentlich einfach das 1-0 gemacht und nachher nicht mehr allzu viel, aber auch verständlich, weil sie haben GC ein bisschen anlaufen lassen. GC war einfach ungefährlich gewesen. Also perfekt aufgegangen für Sion. Ich habe GC so ein bisschen nebenbei geschaut. Eben die wichtigen Szenen habe ich sicher auch gesehen, aber ich habe es ein bisschen nebenbei geschaut. Oder? Und spannend war schon, ich habe irgendwie hure viel GC gesehen angreifen. Also... ich habe viel mehr von GC gesehen, aber eben dann habe ich wieder ein bisschen weggeschaut und 2-0 und 3-0. Es ist so, Ja, es ist wie, genau. Sion hat wie können entscheiden, oder? So, in der ersten Halbzeit haben sie dann gefunden, so, jetzt lassen wir GC ein bisschen spielen, ein bisschen den Ball geben und so. Und GC hat ja wirklich nichts Gescheites kreiert eigentlich, oder? Voll.
voll. Und du hast wirklich so das Gefühl haben wir glaube wirklich auch so, haben wir das nicht auch so gesagt im Podcast letzte Woche, vor 2 Wochen, dass wir das Gefühl haben, dass GC kein Top schießt. Dass es so krass kommt, habe ich schon nicht erwartet. Es ist heavy, Alter. Es ist wirklich heavy. Sind ja am Schluss recht überrannt worden. Also ich habe es dann nur auf dem Handy gesehen, es ist zwar gelaufen, bam, schon wieder ein Goal, schon wieder ein... So, okay. Ja, es ist... Ja, und am Schluss hast du halt wieder so ein bisschen die Auflösungserscheinungen, oder? Was natürlich ganz schlecht ist, das ist typisch so Abstiegsfeeling, so Abstiegsausstrahlung, oder? Du kassierst 2-0 und nachher bist du wirklich down und kassierst noch das 3. und noch das 4. und... Ja, das ist das, eben, was sich ja jetzt wie geändert hat. So, GC kassiert jetzt wirklich. Man ist nicht so 2-1 hinten am Schluss und hat noch die Chance wie Winter. Jetzt sind sie auf Winterthur umgeswitcht. So, ja, genau. Es ist so, wir kassieren. Ich meine, 1-14 Goal in den letzten 3 Spielen. Das ist 1 Goal geschossen, 14 kassiert. Das ist Vinti. Vinti-Style. Ja, oder ein neuer Trainerimpuls, oder? So könnte man es auch benennen. Ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, aber ich tue uns Props geben vor 3 Wochen. Nein, vor ich weiß nicht wie lange. Ja. Wo wir, genau, hört einfach, wir müssen das jetzt nicht nochmal da uns selber loben und so. Oder was auch immer. Mal an dieser Stelle eigentlich schon. Also gut, wir haben es gesagt. Hä? Ja. Wir haben es gehört, wir haben es gesagt, wir haben es gewusst. Also, nächste Woche sage ich es nochmal. Genau, bis zum Ende der Saison, sagen wir das jetzt. Ja. Hört EP. Nein, sag ich. Aber was noch cool war, oder nein, etwas, was ich noch zum Match selber sagen will, mir ist das auch so aufgefallen, so, die GC-Spieler spielen damals wie so ein bisschen Junioren oder weißt, so Viertliga-Fußball. In dem Sinn von, du kennst es auch noch, du hast früher auch ein bisschen gespielt oder Fußball im Verein und so. So, dass immer, wenn irgendjemand einen Lauf macht, dann spielt man ihn eigentlich gerade, oder? Du siehst, der macht einen Lauf, ich spiele den Pass, oder? So, weißt auch über die Abwehr. Es ist so, du überleist gar nicht, du denkst, der rennt jetzt, ich spiele jetzt den Ball und 90% geht in die Hose. Aber das ist halt einfach so, ja, oder? Voll. Ja, voll, ich weiss, was du meinst, ja. Und bei GC ist mir das so aufgefallen. Irgendeiner macht einen Laufweg, der andere probiert zu füllen. Es macht überhaupt keinen Sinn in dieser Situation. Ein höherer Ball, sie ja wieder im Ballbesitz. Ja, es ist einfach so. Ja, voll. Ja, es ist gurkig. Es ist hure gurkig. Voll. Und zum noch klären, also ich habe dann also viel länger Tennis gespielt wie Fußball. Ich bin 1 Jahr, ich bin als Kiddie bin ich im FC gewesen und dann irgendwie als 17-, 18-Jähriger nochmal und dann einfach gemerkt, nein, ich bin besser im Bier trinken und zuschauen, wie im selber spielen. Und ich habe auch nie die Teamdynamik verstanden. Das habe ich nie gecheckt, dass sich alle Spieler die ganze Zeit anficken untereinander. Das habe ich nie verstanden. So der Ton, weißt du, so der Kabinenton. Ja. Aber anderes Thema. Ja, fair. Ja, genau, du eben zum Match, was willst du noch sagen? Ich glaube, es ist sicher spannend, was der Sutter noch gesagt hat. Ich will jetzt aber dazwischen noch etwas Positives reinbringen. Und zwar hat es in der Pause ein Spezialmatch gegeben auf dem letzten Rasen, und zwar für den Awareness Day. Ich weiss ehrlich gesagt jetzt gar nicht, wer da genau gespielt hat, aber es ist GC gegen St. Gallen, irgendwie, ich weiss auch nicht, ich weiss doch auch nicht, irgendwie ein IV-Team von GC oder so etwas. Ja. GC IV hat gegen St. Gallen IV und GC hat 4-0 gewonnen. Also der Match ist irgendwie gefühlt 2 Minuten gegangen. Aber weißt, es ist halt auch so ein bisschen die Dynamik von die einen haben ein bisschen stärkere Behinderung und die mit weniger stark nehmen halt alle voll auseinander, oder? Was auch ein bisschen assig war. Ja, aber mega schön, weil die haben nachher noch eine Ehrenrunde gedreht durch das Stadion und Wellen mit Kurven und wirklich immerhin mega haben wir nice. einen Sieg heimgekommen. Nein. Ja. Aber nein, wirklich, es hat die Stimmung so, es war irgendwie einfach so gerade so ein guter Moment gewesen, nach dieser ersten Halbzeit, so ein mega schöner Moment irgendwie. Auch mit der Sonne, okay, voll nice. Genau, voll nice. Genau. Ja, schön. Aber komm, wir gehen wieder zurück in den Albtraum. Und zwar, der Papi Sutter ist ja dann, oder besser gesagt, Papi Sutter ist dann auch noch in die Kabine gegangen, hat man ja dann gehört, kein Spieler ist ins Interview gekommen, alle in die Kabine, er redet vom Messner, er redet vom Sutter und wer auch immer noch. Und dann ist ja dann nur der Sutter rausgekommen zu den Medien und hat sich dann sozusagen gestellt gehabt. Ja, hast du seine Aussagen ein bisschen verfolgt gehabt?
Oder? Ich habe 2 Aussagen von ihm aufgeschrieben, die ich interessant finde. Das hast vielleicht auch die mit dem Trainer. Ich weiß nicht, ob es so aufgefallen ist. Er ist gefragt worden nach Gründen für die Situation. Und dann hat er ja gesagt, für ihn ist klar, dass es nicht am Trainer liegt. Weder am Gerald noch am Gerno. Und jetzt machen wir schnell eine Pause. Hä? Ja, aber Bro, warum rührst du denn die Scheibe, Alter? Wenn du von ihm wirklich... Er hat ja so gut von ihm geredet, also wirklich fasziniert von seiner Arbeit. Es liegt nicht am Trainer. Aber Bro, warum kickst du ihn dann? Ich verstehe es null. Null Sinn. Weißt du, er ist doch jetzt irgendwie offensichtlich einfach das am Labern, wo gerade irgendwie passt, oder so. In dem Moment, ja, voll. Ja, und ich meine, die Trainerkarte hat er ja jetzt gespielt, oder? Die hat er aus dem Ärmel genommen, hat sie gespielt. Und er kann ja jetzt nicht sagen, ja, Messner, der ist eigentlich seich, oder irgendwie... ja, voll. Das kann er jetzt, voll. Und darum, er hat ja noch gesagt, vielleicht ist das auch deine zweite Aussage, es liegt jetzt an den Spieler, oder? Und da denke ich eben, voll. Das passt doch einfach nicht. Also, da gehen wir es nochmal durch. Gar nicht. Er kickt eine Scheibe, tut den Messner rein und sagt, ja, wir brauchen neuen Impuls, Scheibe zwar super toll, aber seich, oder? Wir brauchen jetzt den Messner. Und dann verkackt 2 Spiele, 0-9 Goal gegen fucking Servet und Sion. Und ja, du Spieler, gell? Also, ja, die haben es halt nicht gecheckt, gell? Fiebertraum vom Sutters Fiebertraum. Nein, hure krass. Ja. Also. Ja, und, nein, und dann... Ja, sag nur. Was ich eigentlich auch noch geil gefunden habe, niemand hat so gut vom FC Winterthur geredet wie er. Er hat, was hat er betitelt? Ein Hauch von einer Chance gegen den FC Winterthur. Also wenn sie nur einen Hauch schon von einer Chance gegen den FC Winti haben, dann müssen die Spieler jetzt aufwachen. So in diesem Spiel eben Winti ist parat. Auch wenn sie nicht jedes Spiel gewonnen haben, sie haben gut gespielt, sie sind sehr stabil und sie wollen uns bestimmt am Samstag auffressen. Und das finde ich auch, was ist das für eine Aussage? Also klar, Winti will gewinnen, ist ja keine Diskussion, aber wenn die Winti in dieser Saison, wo Negativrekord schreibt, Negativrekord, so hochlobst und hochpreisig, Alter, dann läuft etwas falsch. Also, sorry, ein Hauch, was ist das? Oh, nein. Ja, und auch da, ich kann das einfach nicht ernst nehmen. Ich meine, was er ja wahrscheinlich, was er fix machen will, ist die Favoritenrolle an Winti geben, oder? Die Winti ist jetzt der Favorit und wir sind der ganz scheuche Underdog, der zum ganz super tollen Winti gehen und hey, jetzt reissen wir uns zusammen und schlagen, weißt du, so die Mentalität, das ist so ein bisschen, weißt du, Uli Forte, der irgendwie gesagt hat, was hat er gesagt, wenn wir nicht mehr haben oder so, dann sagen sie, ja, genau. So ein bisschen aus dieser Kiste hat er das rausgenommen. Aber es zieht nicht, das zieht nicht. Nein, das kauft einfach auch wieder niemand ab und... Also auch wenn jetzt GC würde gewinnen gegen Winti, dann ist es garantiert nicht wegen so einer Viertel-Aussage. Also meiner Meinung nach, aber ja. Nein, ich finde einfach, er hat irgendwie jetzt alles ein bisschen verloren, oder so, dass man ihm so ein bisschen vertraut und ernst nimmt. Ich meine, da kommt er ja noch mit der Aussage so, also ob das gesehen, das hat er glaube bei SRF gesagt, wegen dem Esel. So ein Esel kannst du ja auch nur als Wasser führen, dann musst du selber trinken. So, ja Bro, den Esel hast du so zusammengebaut, oder? Weißt, so. Voll. Das ist dein Team, Bro. Das ist die schlechteste Aussage als Sutter. Ich meine, ihr habt ja die Spieler, ihr habt die Esel eingekauft, wie du sagst. Voll. Ja. Oder er sagt halt, nein, ich habe da eigentlich einen super Esel gebaut und der macht es einfach falsch. Er muss nur trinken. Ja, voll. Ja, alles und das ist halt dann... Ist doch irgendwie auch nicht geil. Auf der einen Seite also wenn die Fans und auch der Club irgendwie Spieler, die wissen, um was es geht. Weißt du, so, man sagt auch Einheimische, jetzt brauchen es Einheimische, die wissen, hey, jetzt geht es gegen den Abstieg und so. Auf die andere Seite holen sie aber Leute, die irgendwie also wirklich zusammengewürfelt sind, die das gar nicht Intus haben, sage ich einmal. Also, was sie sich vorstellen und was die Realität ist irgendwie hure verschoben. Und dann hast du einen Sutter, der am heutigen Tag da sagt und morgen ist der Trainer und übermorgen sind es die Spieler und übermorgen ist der Rasen. Und also, es ist wirklich Fiebertraum. Keine Ahnung. Ja, und ich check auch nicht, wo ist denn der Abraschi, oder? Weil ich finde, der Abraschi ist so ein guter Vergleich.
Nein, GC war ja in den letzten 2 Jahren in der gleichen Situation. Dort ist immer da Braschier gestanden. Und der hat Energie gegeben, dem hast du das abgekauft. Du weißt, der gibt Vollgas, er schaut, dass Teams Vollgas gibt. Dem hast du es voll abgekauft. Und so beim Sutter ist man so am Punkt, so, ja, irgendwie ist das alles ein bisschen seich, was er da rauslässt, oder? Voll. Ja, und ich meine, jetzt, wir haben 2 Sachen. Wir können auch ein bisschen führen schauen. Oder? Ich meine, letztes Jahr, nach 32 Spielen, das habe ich Statistik, die ich heute gesehen habe, ist, glaube GC nach 32 mit 33 Punkten da gestanden und Vinti mit 27. Also 6 Punkte hinten drin. Und nach 38 Runden war Vinti bei 40 und GC bei 39. 1 Punkt voraus. Und jetzt ist man, also damals war man 6 Punkte hinten drin. Klar, es sind andere wie sagt man, Umstände. Gegebenheiten, Umstände, ja. Aber GC hat jetzt 5 Punkte mehr, man spielt noch 2-mal gegen Vinti. Also Vinti hat sie in den eigenen Füßen, GC hat sich in den eigenen Füßen. 5 Punkte sind schon viel, also muss man schon auch sagen. Ja. Ich meine, das ist ja auch komisch. Ich meine, das ist ja so, du musst ja wirklich so schlecht sein, um jetzt. Ich meine, Vinti ist gefühlt seit dem September von letztem Jahr, oder? Ja, so ja. seit Ewigkeiten. August, glaube wirklich voll. Es sind zeitweise irgendwie ein Sieg nach 17 Spielen oder weiss ich was. Und du schaffst es. Also übel. Und Vinti hat jetzt nicht keine super Rückrunde gespielt. Die sind eigentlich ähnlich gurkig immer. Und GC schafft es gleich, dass es noch gefährlich ist. Sie haben 1-2 Siege und ein bisschen unentschieden und schon. Also nein, ich meine, ja. GC Ganz ist krass, 9 Punkte. Also sie haben 9 Punkte weniger wie zum gleichen Zeitpunkt von letztes Jahr und Vinti 6. Also das, 8, sorry. Also auch. Vinti und GC, Katastrophe, Bro. Unsere Teams sind so schlecht in der Super League. Unglaublich schlecht. Und wenn jetzt, und eben Vinti, wenn die jetzt gewinnen, aber dann haben sie wirklich alles auf ihrer Seite. Dann ist das Momentum, ja. Aber mega. Aber das wird ja dann richtig grusig noch. Ich habe dir auch schon gesagt, wir können es jetzt schnell abhandeln, bevor wir vielleicht noch den FCZ machen. Ich bin sau nervös, wenn ich an das Spiel denke. Es wird 21 Grad an diesem Tag, glaube ich, oder 20. Sonnig, es ist um 6 Uhr. Leck du mir. Also eine bessere Stimmung kannst du wahrscheinlich nicht auf die Schützen weisen. Ich glaube, es wird richtig heiß und so hart umkämpft. Ich könnte mir vorstellen, da kommen Energien aufeinander, die geladen sind. Beide müssen um jeden Preis gewinnen. Das sind immer krasse Spiele. Ja, eben. Ja. Usch. Da werden wir natürlich dann nachher noch tippen. Ja. Aber ich würde sagen, gehen wir noch schnell zum FCZ. Oder hast du noch etwas zum Match? Ist gut für mich. Voll. Ja, eben, Raffi ist ja leider noch mal ausgefallen. Ich glaube, Sportliche können wir uns so gut wie sparen, weil ja, eben, jeder FCZ-Fan weiss es geht um nichts mehr. Sportlich gesehen, sie werden am höchsten 7., im schlechtesten Fall 10., ist alles egal. Darum ist jetzt ja die Kaderplanung ein bisschen ein Thema. Da haben wir noch ein paar Infos auch vom Raffi bekommen. Ich hatte es 0 auf dem Schirm. Ich weiss nicht, ob du das auf dem Schirm hast, dass ja assez viele Verträge auslaufen im Sommer. Voll. Ja, mega spannend, oder? Ich glaube auch, was war es? 6 von 11, die in der Startelf waren gegen St. Gallen, sind im Sommer weg, stand heute oder eventuell weg. Also, ich glaube, Phaeton, Hack, Berisha, Palacio, Perea und Gavaleiro, die haben Verträge bis im Sommer. Und dann kommen, glaube ich, noch der Zava und der Kenny, wie es da steht, dazu. Also das ist eigentlich, da gehen wir eigentlich wieder davon aus, dass eine fette also wirklich eine Raumete gibt beim FCZ. Also, was machen unsere Teams eigentlich? Was soll das? Gebt uns doch einmal... Also wirklich, bei allen läuft irgendetwas völlig beschissen. Nein, krass. Ja, mega krass. Ich verstehe, also das verstehe ich auch nicht. Eben, also das ist ja auch wieder alles auf neu und einfach wieder eben irgendwie über ein paar Jahre. Und ja, voll. Also ich bin auch gespannt, weil es geht irgendwie einfach so schnell. Jetzt hast du mit dem Zava kommt einen guten rauf, schon weg. Mit dem Kenny hast du einen guten Transfer, direkt weg, oder? Und das ist schon krass. Und etwas muss ich noch sagen zum Kenny.
habe ich am Anfang easy Müll gefunden, weil er immer nur so Stolpergoal gemacht hat. Aber Alter, jetzt Mittlerweile. auch wieder gegen St. Gallen, wie er ein Goal vorbereitet, das ist ja wirklich eine Klasse Schön, besser. wow. Oder es ist so auffallend, wirklich auffallend gut. Da muss auch kein Spezialscout oder so sein, das checkt jeder, der ist einfach saugut. Voll. Ja, und er ist ja so wie sagt man dem, ambivalent. Nein, man kann ihn verschieden einsetzen. Ich meine, er hat gegen Vinti einen riesen Topf gemacht, weiss ich noch. Also Freistoß voll reingeklopft. Ja. Er kann Pass, er kann in Lauf, er ist schnell, kann sich durchsetzen. Und Stürcheln kann er eben dann auch. Also das muss man auch noch können, oder? Also von dem her, ja, ich stimme dir völlig zu. Ja. Wirklich sehr stabil. Zum Spiel noch eine Situation, die ich mir da aufgeschrieben habe, die ich gesehen habe. Der Görtler macht Penalty. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Vielleicht hast du es ja gar nicht geschaut, ist ja gleich. Der Görtler schiesst, macht ihn rein und rennt dann so rechts auf die Seite. Und dann rennt er doch richtig FCZ-Fans. Das meine ich. Und dann... Und ich glaube, ich sehe so ganz in einem kleinen Winkel die Hand, die hochgeht. Und er tut sich ja dann umkehren und rennt Richtung St. Gallen-Fans. Finde ich irgendwie geil. Ich glaube, er hat voll nicht auf dem Schirm gehabt, dass dort die FCZ-Fans sind. Also so kommt es mir. Ja. Weißt du, und läuft über. Und ich glaube, er hat sich sogar noch entschuldigt, weil... Also warum auch im eigenen Stadion vor der Südkurve jubeln, das wäre völlig daneben. Also, ja, ich glaube, er hat... habe ich genau gleich sozusagen gelesen. Er hat es nicht gecheckt, ist dort drüber gesehen, oh, da sind die falschen Fans, dann gehen wir auf die andere Seite, eigentlich voll entspannt. Voll. So. Voll. Ja, finde ich auch noch, irgendwie finde ich das ein bisschen komisch, so dass vor der Kurve, wo ist jetzt das gewesen? Ist jetzt das, das hat es doch erst gerade so eine Situation gegeben, wo jemand vor der Kurve, glaube bei Stuttgart meinte, hat auch jemand so, aber so null auffällig. Ich weiss nicht, ob Stuttgart war, aber viele werden es gesehen haben. So, weißt, null provokant Richtung Kurve. Er jubelt einfach dort, wo halt die Kurve dann auch noch nebendran ist. Null richtig cool, null provokant. Fans so verdammt dumm. Da denkst du, Alter, fett eskaliert, ja. So, alter Dude. Ja. Voll unnötig. Aber ja. Sehr. Drum. Aber eben, ich meine, auf der Schützenwiese macht das auch mega viel. Du weißt, du spielst gegen den Schlechter, so klassisch Bären-Style, aber der Scheck hat es auch schon gemacht. Also es sind so wirklich so ein bisschen, ficken da. Und auch so, man ist halt wirklich sehr nahe an den Fans, wo ein paar Leute anschreien. Luzern hat es, glaube ich, schon gemacht. Also wirklich, irgendwie bei der Schützenwiese machen es hure viel gerade vorne dran. Aber so auch, sie schauen in die Schützenwiese, weißt, also in die Bierkurve. Ja, also, genau. Das ist etwas anderes. Das hasse ich. Und ich finde auch, es sollen da ruhig ein paar Bier fliegen und so, oder safe. Voll, ein paar Pommes und voll. Eine kleine Dusche und so, ganz klar. Das gehört dazu, aber so... Ja, nachher so voll über... Ja, egal, komm. Wir wissen, was wir meinen. Absolut. Geil, wir sind gut in der Zeit. Eben, sorry an die FCZler, wenn sie überhaupt noch zuhören. Uns ist bewusst, der FCZ-Teil ist wirklich immer sehr gering. Es ist halt effektiv so, dass wir einen anderen Fokus haben, Tim und ich. Es wird sicher wieder anders. Und mal schauen, vielleicht ist es dann sowieso anders, die paar Spieltage, weil der Tim und ich Challenge League miteinander ein bisschen aufwühlen und der Raffaele in der Super League. Genau. Let's go, let's go. Würde ich sagen, gehen wir in die Tipps. Oder hast du sonst noch etwas, was du gerne anhängen würdest? Nein, gehen wir rein. Sauber. Also, dann gehen wir doch da mal schnell Super League, nächste Runde. Ja, Zürich, Lugano, Vinti, GC. Gleichzeitig. Ja. Ja, ich finde es schwierig. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, Vinti gönnt. Muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe das Gefühl, ein bisschen grusig. Also, wirklich, weißt du, so in der 87. das 2-1 so vom Hunziker. So, wirklich, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ein schlechtes Gefühl. Und ich habe das Gefühl mit dem Lee. 2-1 in der 89. so etwas. Also, oder 1-0. 1-0, 87. Wie es ja schon mal gegeben hat, oder? Haben wir ja auch schon Anfang der Saison erlebt. Ja, genau. Nein, hey, ich weiss auch nicht. Ich kann schon fast nicht auf einen Vinti-Sieg das ist so etwas Unnatürliches, aber ja, ich hoffe ganz, ganz fest auf einen Sieg. Ich glaube,
Es wird ein umkämpftes Spiel und ja, 1-0 Vinti, keine Ahnung. Ja. Irgendwie, ich sehe es irgendwie, ja. Ich sehe es gerade irgendwie. Ja. Ist eben auch blöd, ist auf der Schütze. Sonst, ich glaube, so im letzten hätte ich es ein bisschen anders gesehen. Aber ja. Es wird brennen, ja, voll. Also, wie es halt kann brennen bei Vinti, genau. Du 2-1 in dem Fall GC oder 2-1 Vinti, was hast du als Endresultat? Ja, ich gehe jetzt, wenn ich wirklich realistisch probiere tippen, gehe ich auf 2-1 sogar für Vinti, ja, tatsächlich. Okay, krass. Kannst du in dem Fall eigentlich nur positiv überrascht werden. Was fändest du geil? Auch würdest du ein 1-1 fändest du wahrscheinlich nice in dieser Situation, oder? Ja, ich glaube, jetzt mit diesen 5 Punkten Vorsprung müsste man das 1-1 nehmen. Ja, voll. Ich glaube, das würde ich unterschreiben. Tatsächlich, ja. Weil eben Vinti muss dann müssen sie schon noch aufholen, dann müssen sie auch noch auswärts gegen GC gewinnen und so. Dann wird schon... Also für Vinti ist schon auch assi wichtig, dass sie das heimholen. Also muss man auch sagen. Hure! Also Eben, wenn ich an das Spiel denke, werden meine Hände kalt, mein Herz... Ich denke immer wieder daran, das Spiel, und ich werde richtig nervös. Das habe ich früher, so Juve Champions League Final. So wirklich, also so richtig... ich freue mich so fest auf die Schütze. Das Problem ist nur, am Freitag ist ein Geburtstag. Ganz viele Kollegen kommen. Muss ich schauen, dass ich in Galma mache, weil der Samstag ist der wichtige Tag. Genau. Ja, fair. Prios setzen, genau. Zürich-Lugano, 3-2 Lugano ist mein Tipp. Ich sage 1-2 für Lugano. Also 2-1 Lugano. Ja, sie sind nicht auswärts. Ja, Zürich ja. 1-2 für Lugano. Ja, voll. Dann genau, also Zürich 1-2 Lugano. Lugano 2, danke, bitte. Nein. Gut. Danke. Gibt es irgendein Fußballstadion, das das macht? Oder ist das ein Eishockey-Ding in der Schweiz? Wobei, ich habe gerade das Gefühl, wenn es jemand macht, dann doch Vinti. Das wäre für mich so ein Nein. Ich habe das, glaube ich, gehört. St. Gallen vielleicht? Aarau. Aber ich bin überhaupt nicht sicher. Aber ein Challenge League Team, ich glaube, dort habe ich es schon gehört. Oder Schaffhausen. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, darum sage ich nichts. Okay, ja. Was ich aber weiss, ist, dass FC Wil, habe ich erst gerade eingeschaltet, Challenge League, und die singen nicht mehr FCW, sondern Wiler FC. Unangenehm. Das habe ich wirklich daneben gefunden. Ja, ist ja gleich. Okay, ja. Sie können halt nicht mehr sagen, es gibt nur einen FCW. Ja, weil es gibt etwa 10'000. Sicher 112 wäre jetzt mein Tipp. Fair, also suchen wir nach. Gut, ja, danke vielmals. Ich glaube, es ist schwierig für alle momentan, die den Podcast hören, aber cool, schaltet rein, auch all die Leute, die ich immer wieder höre, die uns zitieren, finde ich auch immer wieder geil. Erst gerade hat mir jemand gesagt, Tim, dort wo du den Tanzoko, wie ein Traktor, weißt du noch, wo er sich umgedreht hat, wie ein Traktor, hat ein Kollege gesagt, hat er sich einfach hure gut können, so richtig lang, also vorstellen, so richtig langsam, einfach sehr geil. So Sachen fühle ich, wenn ich weiss, die Leute hören zu. Ja, voll. Genau. Immer wieder eine wahre Freude. Absolut. Gut, dann wünsche ich dir einen schönen Nachmittag. Nein, schönen Abend. Ist auch schon bald 7 Uhr. Leck. Und, dir auch, ja. Und merci. Allen eine ganz gute Woche. Bis nach dem Keller-Derby, würde ich meinen. Wir hören uns. Absolut. Alle. Hopp Vinti! Nein. Hopp Ciao, Brudi. Hey. Danke fürs Hören. Bye bye. Tschüss zusammen. Noch einmal ein Einwurf für Zürich. Keita. Stahel. Der Ball kommt zur Mitte. Tor! Julian Filipescu. Rekordmeister. Stupri vom Rekordmeister. Für den Spack. Und jetzt ist die Schweizer Wiese gefunden. Und jetzt haben wir endlich in der Super League endlich Kanton Zürich ein echtes Fußballstadion. Was will man noch mehr?